Welkom weiter naar een aandag in onze Johannes-series. En we willen van deel een thema doorgaan en van deel zijn we in kapitel 14, wat zeer wichtig is, eigenlijk voor jede persoon te verstaan, wat Jezus hier meint. En deze kapitels in de Bijbel zijn wichtig en die zijn zeer klar geschreven, dat we dat weten kunnen, wo we raden kunnen gaan in Jezus Christus. En dit met Johannes 3 taub, je hebt ons een zeer klaar beeld waar we kunnen geraakt zijn door Jezus Christus. Wieder gewoon ik wil ik de bus ook bewijzen dat je denkt vielleicht zo, we laten hier wat versen uit. In de laatste part van 13, laatste zondag ging we kapitel 13 eind durch bij 17 en dan laten we wat versen uit. En de oorzaak daarvoor is, ik wil een boodschap nemen, urgent om te vergelijken, waar Judas en Petrus verschieden werden en waar zij Fehler overkomen deiden oder niet overkomen. En zodat we dan mag de versen uitlaten en de boodschap en we gaan even nu naar Johannes kapitel 14. So deze kapitel die vangt aan, we verstaan een klein beetje wat hier passiert. Die zijn hier nu in deze stoel, waar ze taub komen. En Jezus heeft hen al geleerd dat zij daarna zullen zijn. Hij heeft gezegd dat hij wordt niet veel langer met hen zijn. En nu wil hij hen reizen. En zo hij vangt aan in de eerste 4 versen dat zegt het aan de stad. Laat u niet het hart uit beurren, gelijft aan God en gelijft aan mij. In mijn vader zijn huis zijn vele woningen. Wanneer dat niet zo weer, wordt ik jullie dat gezegd hebben. Ik ga also gaan, jullie de stad reit te merken. En wanneer ik gaan ga, de stad voor jullie reit te merken, waar ik terugkomen en jullie ook door gaan nemen, dat je door zijn, waar ik zie. En je weten waar ik gaan ga en je weten ook den weg door gaan. Zij vangt hier aan en hij zegt, laat je niet dat hart beurren. So waarom hadden de jongens zich opgericht? In kapitel 13 lezen we, waar Jezus heeft een paar dingen wat hij hier leert. Eerst dat een paar van zijn dingen, die worden gängen am gaan. Er wordt einer, wat wordt am verraden. Er wordt einer, wat am wordt af zijn. En hij leert ook aan dat hij wordt bald verloren. So zij werden vielleicht een beetje verbijsterd, vielleicht een beetje verdrietig en wisten niet graag wat next wordt komen, waar dat wordt alle uitvallen. En zij werden zich een beetje onzeker. En Jezus, die weet ook dat hij beurrig werd. In Engelse woord wat we gebruiken is troubled. Hij had in hart hij trouble. En weer hij voelt zich bedreigd. En dat is hetzelfde woord wat we ook in Johannes kapitel 11, 12 en 13 lezen doen. So de vraag voor ons van deel is, hoe stehst du van deel? Voelt je ook dat du bedreigd bent? Voelt je dat du beurrig bent? Voelt je die verbijsterd? Voelt je die verloren? Dan is van deel, de boodschap van deel is voor die. Aber Gott geeft ons dan de rood, waar we kunnen deze trouble overkomen. Of wanneer we bedoeld zijn. Wanneer we beurrig zijn. Waar we dit overkomen kunnen. Deze rood is in vele wijze zeer simpel. Hij zegt, zo staat, glijf aan God en glijf aan mij. We würden sagen, dit is bewahrlich veel te einfach, veel te simpel. We kunnen diesen Glauben, diesen Vertrauen zo'n grote Ändernis merken in ons. En de oorzaak daarvoor is, wanneer we diep in diepe tool zijn en dat schwer is voor ons, we uit onszelf kunnen ons niet uitbrengen. Ons fehlt help wat buiten ons is, wat ons helpen deed. En God is daar, wie ons helpen deed. En so wir sollen an Gott glauben, wir sollen an Jesus glauben, dass er uns helfen wird. Johannes kapitel 12, 27 sagen wir, dass Jesus gaf uns das Rot, dass wir sollen uns hingeben zu Gott sein Plan. Wir sollen was von der Anstellung hat. Er sagt, es steht, nu ist meine Seele bedreigt.
En wat zal ik zijn? Vader, raad mij uit deze stund, aber dit is woetau ik in deze stund nangekommen zie. So Jezus, dat het bekend dat hij had en schwaard had, hij weer bedreigt, aber leider dat hij wird zich laten stieren, wird hij bedreigt weer, dat hij zich leider aangeven voor den plan, te wat God aan geschickt had. En dan dat hij ook met zijn andere Jünger, waarom dat ging. En hier moet we zijn dat we onze schwere tijden metteilen met anderen. Niet in een zin weg, wo we ons proeven, bis dat anderen ons bejammeren worden, aber dat we eind in ons leven neerkrijgen, dan om ons helpen, onze lood drehen. Aber Jesus sagt hier, dat es nicht bloß, dat wir an Gott sollen bleiben, wir sollen auch an ihm bleiben. Sie hier sei wie ein Port von wat Vertrauen und wat Glauben ist. Ursprünglich muss wir glauben, dass Gott mit uns was sagen. Und das nächste Port von diesem Vertrauen ist, dass es in Gemeinschaft mit Gott, wo wir diese Traus finden. Dass es in Gemeinschaft, in Glauben Gemeinschaft in Jesus Christus, wo wir Rot kriegen, von wie Sorgen haben. Aber hier ist noch ein Ding, was Jesus hier lehren wird, was uns auch treisten wird. Und dort ist in der zweiten Vers. Er sagt, wie das ist das. In meinem Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Das ist ein von den größten, besten Wegen, wo wir unsere Sorgen überkommen. Du sind viele Schwierigkeiten auf dieser Erde, viele schwere Dinge, die wir durchgehen, viele Video. Du wollen schwere Zeiten kommen. Aber wenn wir unsere Augen an den Himmel stellen, wenn wir gucken, wo Jesus ist, dort gibt unsere Hoffnung, dort gibt uns Hoffnung für unsere Zukunft. Und wenn wir nachgucken, wo Jesus ist in den Himmel, dann sind unsere Augen nicht rauf. Und sondern was rumgeht mit Augen, die rauf gucken, der ist wirken, sondern wer dort sagt, traurig luten wird. Aber wenn wir nachgucken, in dieser Preis wird Pfoten, dort der Vater merken Hüsreit für uns. Dort ist wirklich eine sehr große Trost für uns. Ich will, wir haben nicht viel Zeit, aber ich will ein klein bisschen übergehen, was die Bibel lehrt von dieser Wohnung und was die von Himmel lehren wird. Das ist den Vater sein Haus. Himmel ist eine Stadt, wo wir sein, dort den Vater, Gott, der Vater am Thron sitzen wird. Er wird regieren mit Jesus Christus an seine Rechte sieht. Wir sind dort von dieser Farge, dort sind viele Wohnungen. In viele Städte, in viele Staaten ist der Raum alle abgebrockt. Du hast nicht mehr Raum für frische Wohnungen bauen. Du hast nicht mehr Raum, um die Stadt gerade zu merken. Aber Himmel hat immer mehr Raum für Jesus Christus noch vorher. Wir dürfen uns niemals bedauern, dass der Wort nicht genug Wohnungen sind für uns. Jesus merkt diese Wohnungen für uns. Und das ist auch ein ewigen Platz. Himmel ist ein ewigen Platz. Wenn wir in Himmel sind, wir dürfen uns niemals bedauern, dass das Wort abhören, dass wir ein Wort nehmen. Nee, wenn wir in Himmel sind, da wird alle für Ewigkeit sein. Und das ist auch eine schöne Stadt. Das ist eine ferne Wohnung. Das ist eine gute Wohnung. Und Jesus ist da, wie diesen Platz reinmerken wird für uns. Nächster Part sagt, ich gehe also hin, jüngte steht rein zu merken. Dann wieder sagt er, und wenn ich hingehe, der steht für rein zu merken. Hier sagt Jesus, in zwei Wörter, heute steht rein merken dort. Und hier sagen wir auch, dort stimmen dort mit, was die Bibel lernt von Jesus. Jesus ist der Erschaffer. Er ist der, der alles merken tut, und er ist der, der alles merken tut. In Kolosser Kapitel 1, 16 Vers sagt es dort, und so aus dort in die ganze Welt Wurst und Frucht bringt, so der dort auch beginnt, den Tag an, als die Hirten in Gott sein Genot an Christus verstehen können. Na, das ist der Vers, der stimmt nicht ganz, was ich hier abgeschrieben. Aber das ist eine Stadt, wo Tüß ist. Das ist eine Stadt, wo wir uns tüßig feiern.
En thuis is waar we ons makkelijk feiern. Thuis is waar we live aannemen. Thuis is waar we met die zijn waar we leven doen. En zo wordt het ook in hemel zijn. In Openbaring kapitel 21, de eerste betreden vers leert ons stad. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wils de eerste hemel en de eerste aarde verschwingen. En er is ook keine meer. Dan zag ik Johanes, de heilige stad, dort neer Jeruzalem, van God uit, dem hemel raufkomen. En als een uitgestroomde bruid rijdt voor haar man. En ik hoorde een luide stem van hemel zijn, kijk mal, nu is God zijn woning manke mensen. En hij wordt met een taub wonen, en zij worden zijn vader zijn, en zij worden zijn volk zijn, en God zelfs wordt met er zijn en God zijn. Dit is een stad wat buiten je weinlichheid wunderbaar wordt zijn. Dit is een stad waar God wordt met zijn mensen zijn. Nu kunnen we bus im Glauben dat aannemen dat God met ons is. Nu kunnen we dat in welke weg weten en speren en beleven dat God met ons is. Maar wanneer we in Himmel worden zijn, wanneer we in deze eeuwige woning worden zijn, dan wordt er niets zwischen ons en God zijn. Dan worden we werkelijk krachtens ik en du, wanneer we in een stof zijn, taub zijn. Dan worden we zo start met God taub zijn. En ik weet niet wat je te ervaren hebt, maar ik vrees me voor dat ik wel kan met God zijn, zo staat. Dan, wanneer Jezus in Himmel is, en deze stad, hij merken dat voor ons, hij heeft ons een verspreken. Hij is in Himmel gefahren, maar hij wordt terugkomen. En ik terugkomen wordt. Openbaring kapitel 1, de 7e vers, zegt staat, kijk, hij kampt met de wolken. En dan worden alle uren zijn, ook die armen de zee sturen. En de mensen op de aarde worden alle even am terug jammeren. Zo zal dat zijn. Amen. Jezus wordt terugkomen. Hij wordt met de wolken terugkomen. En hij wordt terugkomen met hardigheid. En alle mensen worden hem zijn. En wat wordt hij dan wanneer hij terugkomt? Hij wordt ons nemen, doornemen waar hij is. Wanneer Jezus komt terug, hij wordt ons nemen en we worden taub in de hemel voeren en in de woning zijn wat hij ons rechtgemaakt heeft voor ons. Ik weet niet, die terugdenken dan, je weer bevrijd zijn. In de tijd waar je spazieren dan varen bevrijen. En je denkt, waar dat een hart bumsen dan, waar we ons vrijen dan, wanneer we nodig krijgen, dat ons Mjaal of ons jong, die wordt komen, ons holen, dat we aan een date voeren kunnen. Zo zullen we ook rijdt zijn, voor wanneer Jezus wordt terugkomen. We vrijen ons dat we kunnen met hem metvoeren. Naar zijn plaats, waar het allemaal wordt schijnen en waar het allemaal goud wordt zijn. De beste ding van Himmel is niet bloos, waar stroom de stad wordt zijn. Dat is dat Jezus Christus wordt in de stad zijn. Dat zegt wieder, en je door zijn, waar ik zie. Jezus is nu in Himmel. Hij is met ons. De Heer Jezus is met ons. Maar wanneer hij terug wordt komen, körperlich terugkomen, hij wordt ons metnemen en zo worden we ook in Himmel zijn, kracht zoals hij is. En dan de 4e vers zegt hij wieder, en je weet waar ik heen ga, hij gaat in de hemel, en je weet ook den weg doorheen. Jezus had den weg in de hemel klaar gemaakt. Maar nächste poort in de 5e vers zegt Thomas es dit. Herr, we weten niet waar die heen is, en wel kunnen we den weg weten. Jezus had het in vele wegen klaar gemaakt. En hij had gezegd waar hij heen ging. Hij ging terug naar voren. En hij had het klaar gemaakt den weg doorheen, door aan hem blijven. Maar in de 6e vers, en dit is een vers wat ik geloof, alle christen zullen uitwendig weten en uitwendig kennen, dat zegt ze dit.
Hier sagt Jesus, sei klar, wo wir hin sollen gehen und wo wir dahin kommen. Zoals de Vader sagt, Jesus sagt, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Keiner komt nom Vader buiten durch mij. Hij fängt an, hij zegt, ik zie. En dat zijn we iedere in dat boek Johanes, wo Jesus sagt, ik zie. En dan zegt hij wieder, wat hij is. En wanneer hij dat weer brukken, dat ik zie, hij redt van, hij is God. Wegen ik zie als een naam van God. So wat Jesus hier sagen, dass hij ist nicht bloß ein Weg, hij ist nicht bloß den Weg, hij ist den Gottes Weg. Hij ist Gott selbst. So wenn wir ein bisschen kicken, was hij hier meinen dat und wo hij den Weg ist. Eerst redt hij, de eerste Part, sagt hij ist, ik zie de Weg. En dan we aan een weg denken, dan we denken aan een Strich, we denken aan een weg, we denken aan een rood, een gas, wat ons van de ene steen nemen dat bij de andere steed. En wanneer we denken aan de plaats waar we gaan willen, Himmel is de plaats waar we gaan willen, en hier in dit leven is waar we nu zijn, en we zeggen een weg van hier tot daar. We zeggen een weg van ons in het leven hier tot in Himmel. En Jezus Christus is den Weg. In Johannes kapitel 10, de 9e vers sagt het, staat, ik zie de der, wer durch mijn naam geht, wordt zalig worden, en wordt ruht en naangonen en werd vingen. Jezus Christus is de einzige der, Jezus Christus is den einzigen Weg. Jezus Christus is de Weg der Himmel. Das ist interessant in den ersten Jahren. Wir sehen das in Apostelgeschichte Kapitel 9, in der Apostelgeschichte Kapitel 19. Dort, wenn wir an Englisch sagen wie Christianity und in Deutsch sagen wie ein Christ sein, aber in Anfang, in den ersten Jahren, wird uns Glauben den Weg genannt. Die wir wollen Gott lernen können und wir leben haben, die müssen den Weg annehmen, den Weg annehmen. Und so Jesus Christus ist den Weg. Bis nachher denken, was wir hier sein, dann er ist der Weg. Du ist kein anderer Weg, büter Jesus Christus. Wieder sagt er ist der Wahrheit. Was meint er mit das? Jesus sagt mit das, dass er ist gekommen, der Wahrheit offenbaren von den Weg. Und alles, was er sein wird, von den Weg nur den Vater ist wörtlich. Das ist so, das ist Wahrheit. Dort kann wir vertrauen. Und dort, was Jesus lernt von den Weg, wird uns nicht verstehen. Wir wollen lauter sein in Johannes Kapitel 18, 37 bis 38. Hier redet Pilatus von einer Frau Jesus Christus, eine Frau. Was ist Wahrheit? Und Jesus, wir kriegen Vorarm. Und vor dass Jesus Christus kann sein, dass er die Wahrheit wir, ging Pilatus davor weg und hielt nicht, was Jesus zu sein hat. Und Jesus Christus ist die Wahrheit. Und er meint dort, Wahrheit ist nicht bloß die rechte Dinge weiten, die rechte Dinge verstehen. Wahrheit ist in der Person. Und wenn wir Wahrheit wollen weiten, müssen wir Wahrheit kennen. Und wir müssen Jesus Christus kennen, weil es heute Wahrheit ist. Und dann zweite oder dritte, was Jesus hier lernt, ist, dass er dort Leben ist. Hier müssen wir ein paar Kapitel wiedergehen und verstehen, was Jesus hier lernt. In Johannes Kapitel 17, der dritte Vers, steht es, wir wollen nur auch sein, was er meint. Johannes Kapitel 17, der dritte Vers sagt, dass er wird leben als das. Dort sei die, den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du geschickt hast, kennenlernen. Jesus Christus ist dort Leben, willst durch Arm, liebe Gott kennen. Und er wird leben als Gott kennen. Er wird leben als nicht bloß für ewig leben. Dort ist ein Leben haben in den, was uns Leben gibt. Und da wir ewig ist. Jesus Christus ist dort Leben.
Du hast kein Leben, was ewig ist, büter in Leben, was in Christus ist. Und dann gibt Christus uns hier sehr klare, simple Wort hat. Das nächste Wort von der Sasse vor sagt, keiner kämpft um Vater büter durch mich. Du hast bloß ein Weg der Himmel. Du seid nicht mehr weh. Wie kann ich uns in das Weg merken, uns zu anfangen? Du hast bloß ein Weg zum Himmel, und das ist Jesus Christus. Die Bibel merkt das sehr klar, dass da wird keine Sünde im Himmel sein. Offenbarung Kapitel 21, der 27. Vers, sagt es der 27. Vers. Du wird nicht gemeint oder erinnert nennen können. Und dass keiner, der schon hofft, die Dinge Unrecht und lehen det, aber bloß die in dort Lohn sein Lebensbuch angeschrieben sind. Da kann keine Sünde in den Himmel kommen. Und wenn wir denken zu uns selbst dann, wir wollen bis mal sein, wo das wollen sein, wo Gott uns rechten wird. Lieber Freund, wenn wir nichts damit tun, mit wer wir sind und was wir getan haben, das wird uns nicht taurigen. Wenn wir bloß eine Sünde in uns Leben haben getan und durch keine Vergebung für die Sünde ist, wo wir nicht in den Himmel ankommen. So dass es dann wichtig, dass wir den Entscheidung merken tun. Wenn uns der Evangelium klar ist, dass wir Jesus Christus annehmen tun, wird es heute den einzigen Weg ist, wodurch wir unsere Sünden vergeben kriegen. Jesus merkte doch sehr klar in dieser Erfahrung, dass du hast kein Glauben, du hast keine Lehre, du hast keine Talk, was uns zum Himmel kann bringen, bitte durch Jesus Christus. Du hast keine Prediger, du hast keine Talk, was ein Vermittler kann sein zwischen Gott und Menschen. Du hast kein ordentlicher Geist, was uns zu Gott kann leiten. Bietet den Heiligen Geist, was uns zu Jesus leiten wird. Du hast keine Offenbarung, was uns einen neuen Weg kann lehren, was uns das ewige Leben kann wiesen. Du hast bloß ein Weg, und den Weg ist so offenbart, und den ein Weg, den einzigen Weg ist Jesus Christus. Viele von Ihnen haben an Ihren Phone, die haben Google Maps, und viele von uns sind bekannt, mit wo wir die Brücken tun. Wenn wir in einer fremden Stadt fahren, eine Stadt, wo wir nicht sind, fahren, dann brauchen wir Google Maps, um uns zu wissen, wo wir dahin kommen. Und wenn es so hier in Ontario ist, du sind Verken mehr weh, wo wir dahin kommen. Mehr weh. Aber den Weg der Himmel, du sind nicht mehr weh, du hast bloß ein Weg. Und wenn wir würden Gott in die Google Maps brauchen, du hast bloß ein Weg. Du seid nicht mehr weh, bloß ein Weg. Dann vielleicht die Gedanken dann. Die jetzigen wird dries, wird einfach, wird hungrig. Dort Gott sagt, du hast bloß ein Weg. Du sind so viele Menschen, die erbarste Proben tun, dann wird es nicht taurigen. Weil gleich hier jef Gott uns eine sehr klare Botschaft. Eine sehr simple Evangelium. Und dort ist das. 1. Johanes Kapitel 5, 12. Vers sagt es das. Wer Gott sein Sehen haft Leben. Und wer den Sehen nicht haft auch nicht Leben. Lieber Freund, hast du dort Leben? Hast du Jesus Christus angenommen? Wenn du ihn hast, dann hast du Leben. Wenn du ihn nicht hast, hast du nicht Leben. Bloß Jesus Christus kann uns das ewige Leben schenken. Wieder wird Jesus dann. Dort am Annehmen, da bringt eine Ändernis an, wo wir leben. Der 7. Vers sagt, wenn je mich gekannt haben, wird je mein Vater auch gekannt haben. Von nun an kann je arm und haben arm seinen. Wenn wir Jesus Christus annehmen, wenn wir Jesus Christus kennen, dann weiß wir, wer Gott ist. Das meint nicht, dass der Vater, den Sohn und der Heilige Geist dieselbe Person ist. Dort meint er, dass aus Dreieinigkeit ein Gott.
En dat meint dat de natuur, wat God de Vader heeft de Zoon ook en de Heer Jezus ook. Wanneer zij leven gaan de leven dezelfde, wiesen de leven dezelfde weg. Die zijn gerecht in dezelfde weg. Ze zijn heilig in dezelfde weg. Die zijn gnädig in dezelfde weg. Ja, die bewijzen dat vielleicht anders, die hebben die inneral, aber sie zijn, wenn wir Jesus lernen können, dann weten wir, was Gott seine Natur ist. Hebräer Kapitel 1, der 3. Vers sagt es steht, den Sehen strahlt die Herrlichkeit von Gott uit, dem hij in zijn Ort en wies ook vernevelijkend. Durch zijn krachtig woord draagt en onderhoudt hij alles wat du hast. Hij heeft ons van de zinden gereinigd en zich dan bij de rechterhand van de majesteit en hemel gezet. De Zeen strahlt de Herrlichkeit von Gott uit. Hij bewijst ons wer Gott ist. En wanneer we Jesus Christus kennen, dan kennen we Gott. En dan de 12e vers leert ons van de kracht en de opgave wat komt, wanneer we in Christus zijn. 12e vers sagt Jesus wieder, ik zei jullie de waarheid, wer aan mij gelooft, wordt ook dat werken wat ik doe. En wat nog gratis als dit doen, wil ik go naar mijn Vader. Wat leert Jezus hier? Hier moet we dat geloof ik verstaan, met de versen wat verder naar dit komen. En Jezus wordt leren van wer de Heilige Geest is en de kracht wat hij ons geven wordt. Maar wat van de arbeid redt hij hier? Van welke arbeid redt hij? Hij redt van de arbeid van de Evangelium verspreiden. Jezus kwam om den Weg naar den Vader te wijzen. En dat is de arbeid wat hij ons ook geven deed. En deze verspreken, wanneer we deze arbeid doen, die is voor alle die we aan hem geloven. So dat meint niet dat we worden krijgt de Wunder doen, wat Jezus deed. Nach Mo brucht Gott seine Kinder, seine Nachfolger, zum Wunder doen. Aber wenn Jesus sagt, wir wollen noch gratis aus dit doen, hij meint dat wir wollen noch viel mehr den Weg naar den Vater wiesen, als hij deed. Wenn Jesus hier auf diese Erde wäre, wären vielleicht mal ein paar Dutzende Menschen, die lernen deiden von ihm und von ihm hören deiden, was der Weg wird zu den Himmel. Und nur Jesus in den Himmel führt, seine Nachfolger haben dort Millionen, Billionen Menschen erklärt, den Weg zu den Vater. Und so einer Weg haben wir noch viel größere Dinge getan, als Jesus deed. Und wenn wir rot fehlen dann, halb fehlen dann mit dieser Arbeit, den Weg nur Gott erklären und verspreiten. Jesus sagt, er wird uns helfen. In 13. Vers sagt es das. Und was je in meinen Namen beten wollen, wo ich daunen, dass der Vater durch den Sehen geehrt wird. Was je in meinen Namen beten wollen, wo ich daunen. Wir müssen diese Vers nicht missbrauchen. Das meint nicht, dass Gott uns alles was schenken, was wir wollen, und für was wir beten. Aber die Arbeit von diesem Weg erklären und verspreiten und utteilen, Gott wird uns eine Antwort geben. Gott wird uns leiden und Gott wird uns brücken. Ich will von dir schließen mit 2 Frauen. Die erste Frau ist, dass die von dir bedrängt. Hast du das von dir schwor? Glaub an Gott und glaub an Jesus. Du kämpfst einen Tag, wo alles, was wir durchgehen wird, sind klein sein, wenn wir im Himmel sind mit Jesus Christus. Und die zweite Frage, die ich von dir habe für uns, hast du den Weg angenommen, wo du zum Himmel kannst kommen? Hast du dort ewig Leben in Jesus Christus? Hast du dort Wahrheit gefunden in Jesus Christus? Wenn du noch nicht Jesus Christus angenommen hast, wenn du noch nicht auf den Weg bist, von der ist der Tag, wo du dort kannst reich merken. Von der ist der Tag, wo du Jesus annehmen kannst, dort du dort ewig Leben hast und du dort sicher kannst sein, dort du auf den rechten Weg bist.
werden wir dann noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, von dir haben wir in dieser Forschung gesehen, wo du den Weg dort leben und in der Wahrheit bist. Und Jesus Christus, ich bete, dass du uns zu dieser Welt kriegen, wie wir noch nicht in die erst, wer die noch nicht angenommen hat. Und wenn wir glücklich sein, was mit dieser Evangelium verspreiten, Gott, ich bete, dass du uns abwagen, uns ein Ziel geben, um ohne Menschen das sein, wo wir alle können, ein Leben haben in Jesus Christus. Wir beten alle das in Jesus Christus Namen. Amen.